kleine Anleitung für Papis, die wollen Minecraft spielen mit ihren Kind und nicht gerade sich peinlich anstellen. Ein paar erste Infos. Wir machen im normalen Singleplayer jetzt ein Minecraft-Spiel, neue Welt, und wir probieren im Überlebensmodus die erste Nacht zu überleben und dann ein bisschen weiter schauen. Also, Singleplayer machen wir. Das ist wahrscheinlich leer, wenn man neu startet. Create New World. Und wir sagen, hey, First Night. Okay. Survival, Überlebensmodus, normale. Lassen wir alles so, Create New World. Okay, wir sind jetzt da in dieser neuen Welt, die für uns generiert worden ist, auf einem Baum auf die Welt gekommen. Und als erstes müssen wir jetzt einen Ort haben zum Überleben, wenn die erste Nacht kommt. Bang. Und als erstes gehen wir zu einem Baum und holen mit der bloßen Hand, indem wir Linksklick drauf machen, ein paar Holzklötze. Wie er steuert, ist auf der Tastatur W ist vorwärts, S ist rückwärts, A ist links und D ist rechts. Okay? Und dann einfach auf irgendeinen Block zeigen mit dem Kreuzchen und linke Maustaste baut das ab. Jetzt haben wir bereits 6, 7, sieht man unten. Das ist schon mehr als genug. Okay. Jetzt, wenn wir etwas machen mit denen, und wir klicken jetzt Buchstaben E, das öffnet das Menü, und da habe ich ein kleines Feld 2x2 zum simple Sachen machen. Und etwas vom Ersten, was ich machen kann, ich tue die Hölzer dort rein, und da sehe ich, aus einem Holz kann ich 4 Bretter machen. Nehme ich da runter, klicke Escape. Jetzt klicke ich nochmal E. Ich kann es vielleicht da runterziehen. Da unten, die 9 sind Sachen, die wir auch unten sehen, wenn wir im Spiel sind. Und jetzt klicke ich wieder E. Da habe ich 27 Felder, die ich zusätzlich kann, so wie in meinem Rucksack, mitnehmen. Okay? Ich komme immer mit Escape raus, mit E wieder rein. Das ist so das Wichtigste. Also ich gehe jetzt mit E da rein. Ich nehme jetzt die 4 und mache jetzt 4 da rein. Das gibt mir jetzt ein Crafting Table, eine Werkbank. Und das ist notwendig, wenn ich kompliziertere Sachen machen. Jetzt nehme ich das Werkbank da, und jetzt kann ich auf die Werkbank schalten da unten, indem ich das 4 klicke. Die Felder da unten, die 9, sind entsprechend den Zahlen oben an meiner Tastatur. Also ich klicke jetzt 4, habe das ausgewählt und kann das da zum Beispiel platzieren. Eine Werkbank. Wenn ich jetzt drauf klicke mit rechts, habe ich jetzt auch nochmal so ein Crafting, aber das Mal habe ich 3x3. Und für die meisten ein interessanteren Sachen in Minecraft brauche ich so ein Feld 3x3. Also als erstes tue ich wieder mein Holz da rein. Ich mache daraus Bretter. Wenn ich Shift klicke, mache ich so viele Bretter wie möglich. Also 40 habe ich jetzt daraus gemacht. Jetzt mache ich da oben, ziehe ich so runter, gibt das Sticks. Zweimal klicken, um es zweimal machen. Habe ich 8 Sticks gemacht. Klicke Escape. Und jetzt habe ich 8 Sticks und 36 Planks. Jetzt kann ich wieder Rechtsklick machen auf die Werkbank. Und für den Anfang ist es einfach, wenn ich da auf das Büchlein klicke, komme ich Rezept über. Rezept für alles, was ich bauen kann. Und wir sehen, die Sachen, die keinen roten Rahmen haben, für die Sachen habe ich jetzt schon genug Material. Also, für mich interessant ist jetzt ein Pickaxe. Das ist das Rezeptbuch. Ich klicke auf Pickaxe und ich sehe jetzt das Rezept. Also 3 Bretter oben durch und dann 2 für den Griff. Es sieht ein bisschen aus wie ein Pickaxe, oder? Als Beispiel, wenn ich ein Schwert machen will,
dann sieht es ein bisschen aus wie ein Schwert. Also da unten für den Griff ein Stecker und oben für die Klinge 2 Bretter. Das ist ein Holzschwert. Was ich jetzt aber machen will, ist als erstes halt wirklich so ein Pickaxe. Dann klicke ich da, nehme es da runter, wähle es jetzt mit einem 2 an und baue jetzt das ab. Nehme es jetzt rein und jetzt kann ich ein bisschen Platz finden, wo ich könnte mein erstes Haus bauen, weil ich habe das Gefühl, es wird schon gleich dunkel. Und da möchte ich lieber einen Ort haben, wo ein bisschen höher oben ist. Einfach fühle ich mich ein bisschen sicherer vor Monstern und so weiter. Und die kommen in der Nacht vermehrt. Da auf Sand ist es irgendwie jetzt nicht optimal, habe ich das Gefühl. Da haben wir nochmal ein bisschen. Ja, da wäre jetzt schon mal ein Ort. Ich gehe jetzt mit meiner Pickaxe da hier mal zum Stein. Den Stein kann ich nur gut abbauen mit einem Pickaxe. Und mit dem Pickaxe geht das relativ schnell. Und das ist vielleicht schöner für mein erstes Häuschen. Ich hole mir jetzt da einfach Steine. Wenn ich sie so abbaue, dann liegen sie rum. Und dann kann ich drüber laufen und sammle sie dann so ein. Und dann sieht man jetzt unten, ich habe schon 18 Steine. Oder 19. Interessanter ist dann, irgendwann werde ich Metall bekommen, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht am ersten Tag. Jetzt werde ich ein bisschen flächer machen da. Und für das baue ich jetzt da oben meine Werkbank an einem Ort, was nicht gerade stört. Da zum Beispiel. Klicke rechts drauf. Und jetzt könnte ich schon einen Steinschaufel machen. Oder? Weil ich Stein geholt habe, mache ich jetzt einen Steinschaufel, nehme es da oben ins 3. Die Werkbank kann dort bleiben. Und mit der Schaufel kann ich viel, viel schneller Sand und Erden abbauen. Das sind so verschiedene Werkzeuge besser für verschiedene Sachen. Zum Beispiel eine Axt hilft mir viel, viel schneller Bäume abbauen für Holz. So, jetzt habe ich ein bisschen da Fläche, ist noch ein bisschen klein. Jetzt habe ich das 5 gewählt für Erde, die ich jetzt gerade abgebaut habe und mache da die Fläche ein bisschen grösser mit Erde. Ist das genug? Für mein erstes Häuschen ist das genug, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Stein jetzt gerade. Ups, nicht mit der Schaufel, das geht für Stein gar nicht gut. Und da die Holz-Pickaxe ist halt, es geht, oder? Aber es ist langsam. Und dann könnte ich jetzt schon einen Stein-Pickaxe machen, wenn ich wählen. Und 30 Steine und ich habe das Gefühl, es wird langsam dunkel. Also mache ich da nicht zu groß, dass meine Steine langen. Das erste Häuschen. Ich brauche mindestens 2 Höhe, um drin überhaupt sein zu sein. Was ich jetzt auch noch mache, ich habe noch ein bisschen Holz. Rechtsklick da drauf und da unten gibt es eine Türe. Für das brauche ich 6 Bretter. Das macht mir 3 Türen. Ich brauche nur eine, aber Türen ist schon nicht schlecht. Das können Monster. Die einen können es aufbrechen probieren, aber die meisten können es nicht aufmachen. Es wird schon dunkel, das heisst, wir sind ein bisschen knapp dran. Und jetzt habe ich schon meine Steine gebraucht. Ich hole jetzt ein bisschen mit Risiko noch ein paar in der Dunkelheit schon. Aber jetzt werden die Monster langsam kommen. Es ist wirklich nicht eine gute Zeit zum... wo komme ich jetzt rauf? Da. Besser ist es. Ja, jetzt habe ich simple Hütte ohne etwas drin, und die Türen kann zumachen. Die meisten Viecher kommen jetzt nicht rein mit Löchern, die nur 1 hoch sind, aber Spinnen würden reinkommen. Es ist Nacht. Wir sehen jetzt ein bisschen um, vielleicht sehen wir schon Monster. Die können dann plötzlich da sein. Und ich kann nicht sehr viel machen,
jetzt in dieser Hütte. Was ich jetzt könnte, wäre zum Beispiel das abbauen und in meiner Hütte reinbauen. Dann, oh, ist es runtergeht. Ups, ist dort runtergeht. Soll ich es holen, trotz Dunkelheit? Wow! Das hat jetzt ein bisschen weh da. Das ist jetzt irgendwo durch da raufgekommen. Dann bauen wir jetzt das ein bisschen weiter, dass wir da rundherum laufen können. Jetzt habe ich dort unten die Werkbank wieder geholt und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich baue die da rein. Das heisst, ich kann jetzt in der Nacht auch weiter zum Beispiel ein Steinschwert bauen. Und ich könnte die besser einsetzen gegen Monster. Das wäre jetzt also die erste kleine Anleitung, bevor es dunkel wird, ein simples Hütli mit Türen zu bauen. Und dann schauen wir in weiteren Tutorials, wie es ab dieser Stelle jetzt weitergeht.